Goedemorgen, Lebenswasser Kerk en frohe Ostern. Mijn vrienden, het zo zou je hier vandaag morgens te zijn. Welkom thuis. En voor alle van jullie die ons on livestream kijken, nou dank je voor je lenen dat je kan met je top. Op deze weg gaat loven en prijzen vandaag en Ostern des morgens. Ik wil gleich met eerst aanvangen met de bekendmerking. April de 29. klok 7 uur hier bij Lebenswasser Kerk, doen we de nieuwe part van onze bied aan te zijn. So we laden die aan, kom met je vrienden en familie. Die worden dan je leenhand zijn zum Ongastschreiben hier, wo die kost Gemeinschaft bieden en wo die kost een nieuwe part van het gebied durchgaan en zijn wo die geld als handgegaan als part van het Maar für Jesus project. Zij bij ons april de 29. klok 7 uur. Met de eerste plan we onze nieuwe glieder op te nemen hier bij Lebenswasser Kerk. Wenn die er ook interesseren in Glied te worden, die zegt vielleicht, ik wil allem. En dat is die hier in de kerk kommst oder nicht. Ons fehlt het alle nog maar besonders van je bed en dat is een goede gelegenheid om deze nummer phone, wenn die er van je bed fehlen net. So brug deze je bedslinie. Wenn die hier niet bist, bij Lebenswasser Kerk, eerstens wil ik die welkom heiden. Merk die hier ganz thuisig. Zweitens will ich die wollen, wir haben ein Geschenk gemerkt für die und auch für die ganze Familie. Nur den Gottesdienst kostet nur die Information da schon und die kostet das ein Geschenk durch hohen ganz und sonst. Dankeschön für mit hier mit uns taub sein. Das sind alle Bekanntmerkungen für dieses Werk. Mag Gott ihn wirklich segnen. Hey, Gott Marius Lebenswasser, das geht hier von der uns Marius zu sein. Gott Marius Lebenswasser online. Dankeschön für uns von Tüskirchen. Wenn hier ja sind von der uns, ich will die bloß willkommen heiten. Ich wünsche, dass die hier werden abgenommen fallen und dass die eine gute Erfahrung kann hier von der uns Marius und ich will bloß sehr willkommen hier. Hey, dort ist Ostern von der uns Marius und wir zelebrieren, dass Jesus der lebt. Amen. Jesus lebt. Er starb und er lebt nicht. Wir nicht tot, die letzten 3 Tage von Freitag bis nu, aber 2000 Jahre, 3 Jahre Eva, dort wenn er starb und er stand wieder ab und dort wird wir von der zelebrieren dann. Amen. Weil wir Jesus bloß ein Dankeschön sein für uns all wird Leben geben. Hey, das ist ein sehr besonderer Sonntag für uns. Dort Ostern und bis sie dort haben nach Tofas hier von der und Smars und dort merkt dort alle taub plus sehr besonders von der und hier so kann eine Kirche taub sein. Und ich will Ihnen bloß ganz kurz sagen, wo wir Tofas hier waren, wird die Länge gehen wollen, bevor wir wieder gehen. Und so, das erste war wir mit den Zeugnissen anfangen, sie wollen hinabkommen, wollen kurz ihr Zeugnis mitteilen. Und dann, was der Worship-Team abkommt, sie wollen hier zu spielen und während dort, was hier getauft worden und wir taufen nicht mit den Mike hier so band, aber wir taufen hier so, wir tun unterdrücken und wir taufen
Namen von Vater sehen in Helja Jes, wenn ihr dort auch nicht gerade hier in der Stube hören kann. Und aber dort wird passieren, dass dann, wo der Worship-Team noch ein paar Leute singen, nur dort wird Pastor Jacob eine Botschaft haben. Und so, von der und aus, sind unsere Tauflinge, sind alles Jugendliche, und ich glaube, dort ja von so ein schmackes Bild und wer wir sollen sein. Wir reden hier immer von Glauben, Taufen und Wassen. Wir nehmen Jesus an und dann, so wie uns Taufen luten, und dann sind wir bereit zum Wassen. Und diese Jugendlichen, die werden von der und dort bloß bewiesen, mit sich Taufen luten, dort sie haben Jesus angenommen und nun sind sie bereit zum Wassen. Sie werden in ihr Leben wiederkommen. So, uns freut dort, gewöhnlich haben wir hier so alle verschiedene Menschen von ganz jung bis ältere Menschen, die sich luten taufen und dort ist auch so gut, aber von der und merkt dort ganz besonders, dass wir können sein, dass unsere Jugendliche Jesus dienen und dort sie werden sich taufen luten und sie werden am dienen. Hey, das nächste, wo wir anfangen, kriegt mit den Zeugnissen. Hi, good morning. My name is Jake Berg. I want to talk a little about my life. There was a time in my life where I really got into depression. When I was at my lowest, I had a lot of suicidal thoughts. And one day when I was at youth camp, I heard a voice in my head that said, I have something much better planned for you. Even though I don't know what his plan is yet for me, but since then, I've decided to leave everything in the hands of God. And today, I want to get baptized as a sign that I've accepted Jesus Christ. Thank you. Hello, my name is John Berg. Around a year and a half ago, I was at the low point in my life. On the outside, I looked happy and enthusiastic, but inside, I felt lost and confused. There were so many areas of my life where I felt unaccomplished and not satisfied, until 1 year ago, around April, I broke down on my knees and gave everything to God. I asked Him to do with my life as He wished. From that day on, He has led me to great opportunities and shown me to love. And I can with confidence say that today I am happier than I ever have been before, because I know that God is in control. I want to encourage anyone that hasn't yet asked God to take control of their life to do so, and He will work wonders in your life. I want to get baptized today so I can grow closer to God and let Him lead me further. Thank you. Good morning, mijn naam is Annie en ik wil me hier van jou toegeloten. Wings Jezus me hier raad heeft en ik wil hem weer duinen in de Bibels. Voor een lange tijd leefde ik in een grote angst. Angst over veel mensen over mij dachten, maar ja, wat ze wilden van mij zeggen en zo weer. En dat we door laatste jaar, wenn ik door een zware tijd door ging, dan weiß Gott mir, dat is wirklich bis einzig wichtig, weil hij over mij denkt en weil hij mij zit. En mir werd er klar, dat is best wichtig voor God nu mij kijkt en ja, ik wollte heute nicht mehr ein Praxiswerk sehen. Hier ist noch ein Vers, was mich loszulösen von den Gedanken, über, weil Menschen über mich denken, oder dass Menschen mich vielleicht vor der Rechte oder so dort. Und das hat mir klar, dass das ist wirklich einzig wichtig, weil Gott über mich denkt. Das ist in Jeremia 29, Vers 11. Du sagst dort, ich habe doch Gott über je dag, sagt der Herr. En wat ik voor jullie gepland heb, is vrede en erfolg en niet schade. Ik wil jullie een toekomst en hoop geven. Dank je. Good morning, my name is Jake,
En ik wil een klimaat van mijn leven vertellen. Ik ben in een christelijke heim opgewachsen, aber ik dacht niet werkelijk aan mij bekeren. Ik leef bis es dat uitheim. Maar een dag kan ik me Jezus aangeven. Maar ik leef van dezelfde mensen. En dat leidt me terug in hetzelfde naar waar ik weer was. En 2 jaar later, dan kan ik dat niet meer verdrijven. En ik neem Jezus frisch aan. En ik wil weer voor Jezus leven. Ik wil me hier van het hoofd laten. Dat is een bewijs dat ik hem aangenomen heb. Dankzij. Good morning. Mijn naam is Britannia Nievelt en ik wil een klein beetje vertellen van mijn leven. Mijn schuljaren waren niet een van de leukste tijden. Voor meerdere jaren waar ik bullies around me hoor. En zo start met Vira hebben ze mij behandeld. Die niet zo lang, dan daar ligt dat met mijn ouderen. Ze hebben zo gebed voor mij. En ik kwam met den punt waar ik te God zei, ik had vraag en man heute nicht wil maar doen en mijn beren niet erhieren, dan wil ik het zelfs wel maar doen. Zo ik draai mijn leven er nog weer weg van God en ging mijn ene weg. Ik kwam jede dag van de school naar huis en keek mezelf in de spiegel en dacht zo, wie je al zo, ik weet je mal door. Maar mij luidt het niet. En God neemt me niet zo aan als ik weer. Tijdens zomertijd fui ik van een werk naar Bibelschool. En den eens uwes zei ik, du zoot, ik in de zaal stuk staan en mij, wat God te mij zei. En zei ik heb gerade geplant in leven. Ik heb zoveel grotere dingen geplant voor die geloofs. Dacht du niet veel aan, mij hakt het er nur zo, aber voet frisch in huis. Fang immer euer aan te worden, ik ben zo disrespectful te mijn ouderen thuis. Te de leraars in de school, te mijn vrienden. En dan op een staan vang ik mijn baag en God leidde me te een vrouw. En zo vertel een beetje van, ze vroeg me, ik een beetje wil metdelen van mijn leven en ik vertel er ervan. En toen kreeg ze de opportunity me te vertellen van een online school program in high school. En zo dat is wat ik dacht. Ik wil ruimhartig naar huis en vertel mijn ouderen van dit. En zij weer reingaan, supporten, wie wat doet en neem me uit de school uit. En dat is wat ik dacht. Die bent even een jaar in high school vraag. En kreeg mijn diploma geschakt vanuit de States. En vang ik aan te grabbelen wat ik nu wil met mijn leven. Zo ik vang aan met mezelf te schaffen. Mijn ouderen hebben zoveel voor mij gebeten. Hing op de laag voor mij. En ik wil een beetje groter dankzij zijn voor mijn ouderen. Ik wil dat kind zo wat je doen. En te mijn vriend, God heeft me zo redelijk gezegend met nieuwe vriend. En ik ben zo dankbaar voor die vriend wat allemaal naar mij komen en zijn. En mijn vriend is oké zijn en zij hebben voor mij beden. Zo veel weet. En besonders ook voor mijn mentor Sandy. Zo grote hulp was al in mijn leven. En ik heb je zo gedeeld niet al zoveel. Dankzij. Hey, dat is goed te horen, wanneer we Geschichten hören, wo Jesus, wo junge Menschen haben Jesus angenommen und bloß Lebenswandel verändert. Sie wollen nu von nu wieder bloß wissen in ihr Leben mit Gott und Gott hilft in ihr. Und wir wollen hören zu taufen. Und aber dort ist Austern. Und wir wollen nicht vergessen von Austern, even though wir haben hier ein Tauffasten. Ich glaube, dort passt auch ein Tauf. Und so die Frau ist, warum für wir Austern? Was ist die Ursache für Austern? Sind das all unsere Bunnies, was wir im Stuhl sein? Und wir geben uns die Union an, unsere Kinder und die Easter Eggs und all so dort? Oder was ist really Austern? Und Austern ist, Jesus lebt, er starb und er stand ab. Und Gott wir uns gut. Gott wir uns so gut, dass er sehen dürft, um hier so auf die Erde kommen, für uns leben, sterben und abstunden, damit wir auch wird leben haben. Und ich dachte eben nur, ich dachte bloß so, wo gut ist Gott uns wirklich?
En ik weet dat wie jeven verder ons wordt, wie jeven dat wegen, wie weten dat wordt dan helpen, omdat dit wat beter zijn. Oder wie jeven dit, dan wordt dit van nu aan anders zijn. Wie dan niet goed zijn, ik wordt dat 3, maar wie weten dat wij dat wat doen, dat wordt een onderscheid merken, dat wordt plus dat anderen. En aber Jesus, der geeft ons, Gott geeft ons een ganz vrije wil, als hij de Welt mir gesagt, die haben een vrije wil, die kan geloven wat die wil. En dan zei we hadden gesündigt en hij wil ons raden. En zo, hij geeft zijn zin voor ons, omdat we können geraten zijn. Aber hij wist gleich, was we wollen aan hem geloven. Hij geeft den danach, plus just in case, dat we op einmal wollen aan hem geloven. Als dat niet een grote Leib, als dat geloven niet veel geraten als wat ernst is, wat is. So, ik kan me bloß gleich uitspreken, wo groot Gott seine Leib für uns ist. Und ich will bloß haben, dass wir wollen am anbeten, durch diese Leute, durch diese Musik, was wir hier zu haben. Weil wir da bloß luten in uns kommen, dass Gott ist gut, Gott läuft uns. Und er ist über alles. Levens en wel am loven en prijzen de vers doet op en dan wel we am loven prijzen voor wat hij nog deed van deel.
slet, vi säger alla liv. Vi går från död till sin bräcker, det förändrat och lätt. Men du livs vakt ihop med oss. Men du livs aftens lögn emot sig ner. Men du livs av i leven, död förändrat och lätt, död förändrat och lätt. Men du livs vakt ihop med oss. Men du livs aftens lögn emot sig ner. Men du livs av i leven, död förändrat och lätt, död förändrat och lätt. Blod finns i själ ur vår välfärd. Ram sig in för i leven, dödet och brott. Låt oss slet, vi säger alla liv. Vi kom från död till sin bräcker, förändrat och lätt. Jag kommer bort och vi dödades än. Jag går genom distren, gråflåsas blod. Den angen och funkits nu minnesar. Av fäll och kroppen var smilåten går. Jag går i förgeten kär, och Nimots förgeten kär. När vi dödades en tiden och jag fick jag, när går i förgeten kär. När ingen jag famnar en keren från sig. Jag hör inga tjater, jag gick med tår. En dörligt och gravmet och en gråtet tid. Bruk har en keren, har ni upp mitt liv. Jag får i friheten kär, och ni mot friheten kär. När vi dödades en tiden låg jag fick jag, när får ni friheten kär.
Dankeschön für wer du bist, Jesus. Løyve var hold og veite, dig nåd og fallen fri. Jeg vet at Jesus rætt mig, en døds ned for mig. Oven der faller von sin mig tøj mig fri. Jeg vet at jeg rætt en døds ned for mig. Halleluja. Joina irata, halleluja, vårt fondrara, och du görs tillsammans, jag bräcker någon tot krits, dina fördör, as jag nu för mig. Seinen, lud min Hort für sehen, sehen bloß von dinen Leib, in Dotschen nur für mich, Tracht meine Fehler, stärk aus min Sieg, dort und Kiez von dinen Arm, in Dotschen nur für mich. Sin blod så vet for skilt ut av Golgata, elde kroppen min rum, en døds genug for mig. Bezøjen wunder, hvor du det vært, in dine allmacht møs. Jeg sei det stilt, jeg kir og lurer
ganze Schöpfung redet von deiner Kraft. Dann singt mein Hort, mein nära Gott, nur die, wo groß bist du, wo groß bist du. Dann singt mein Hort, mein nära Gott, nur die, wo groß bist du, wo groß bist du. En wanneer ik denk, wo Gott zijn einziger Sinn juicht, schickt an dem Krieg, kon dort nicht verstehen. Dort am Krieg, Gottes Wellig wird erleden, bleib stark, der meine sind betont. Dann singt mein Hort, mein rarer Gott, nur die, wo groß bist du, wo groß bist du. Dann singt mein Hort, mein rarer Gott, nur die, wo groß bist du, wo groß bist du. Van Jezus geht, mein Gott, wo groß bist du. Dann singt mein Hort, mein rarer Gott, nur die, wo groß bist du, wo groß bist du. Dann singt mein Hort, mein rarer Gott, nur die, wo groß bist du, wo groß bist du. Dann singt mein Hort, wo groß bist du. Dann singt mein Hort, mein rarer Gott, nur dir, wo groß bist du, wo groß bist du, dann groß bist du, wo groß bist du. Jesus sein Opfer, dort verändert alles, von du wieder hat wie wird leben. Und heuer ist nie an uns sehen, heuer will dort Beste für uns, heuer will dort Gute für uns. Amen. Amen. Hey, ich kann Ihnen Doel sagen, wir haben hier eine sehr gute Zeit gehabt mit Tofas und Worship-Leitern, das Gott anbeten. Und Pastor Jacob hat eine sehr gute Botschaft, er wird abkommen, er wird von der reden, von Läft. Good morning, alla. Dat is så goed. En aus der tid top te zijn, så vrouwen aus der tid alla. Mijn vrienden dat je hier bent, dat je bent gekomen om deze enge sterten, deze jugend enge sterten, wat zich taufen laat, en bloß hier im huis te zijn, om Austritt te vieren. En zo veel dank zijn voor uitkomen en deze Gottesdienst hier zijn. De vier Gottesdienst, die wir ook ganz voll en de mensen hier en dat weer de feiermensch wat zich laten taufen. En de nächste Gottesdienst, einer nur dessen, sind ook nog meer wat zich taufen laten. En dat is zo goed dat we dat gaan doen, even Austeren. En mijn boodschap, die heet van der Läft.
Frauen auszuziehen, alle. Hij leeft en dit is een dag zum celebreren, dit is een dag zum bloß den Tag vier, wo immer, wo dat dan hier in de kerk en Lothar met familie taub, wenn dat aus der tijd. Ik wil van jou een kapitel doorgaan en daar heb ik een part van dat, 1 Korinther 15. 1 Korinther 15, daar schrijft Paulus naar de Korinthische kerk. En hij schrijft dat doorheen, wenn die kerk die kwam uit een systeem van geloven, wo zij niet dat klaar hadden dat zij worden abgestoßen naar Körper haben, wann sie is van dood worden abgestoßen. Sie hadden Jezus aangenomen, aber sie geloven, zij worden bloß Jäster zijn, wat in de Jäster Welt wordt ramfliehen. En ze kwamen uit dat systeem uit. En zo Paulus schrijft in den brief, te ontdekken halten en te onthalten, dat ze niet langer door worden twijfelen en dat ze dat worden klagen, dat zij worden ook een dag een nieuwe körper hebben. En dat is wat we vandaag wel een beetje nu checken van deze kapitel hier. En Paulus, die brukt deze kapitel als een bewijs dat we ook een nieuwe körper worden hebben. Hij schrijft het niet naar de kerk, om de kerk te zeggen dat ze zullen mal ontgeloven dat Jezus weer opgestaan. Dat weer een klaar. Maar hij schrijft dat doorheen dat ze zullen dat klaar hebben, dat we worden ook een dag een opgestaan körper hebben, we worden een nieuwe körper hebben. En zo hij vangt in vers 15, waar ik aanvang. En zo hij zegt dat, maar wanneer door je predigt wordt dat Christus van dood opgestaan is, wo kan een van jullie dan zijn dat de dood is niet opgestaan wordt? Wanneer dat zo is, wanneer dat zo niet jeft dat de dood is opgestaan, dan is Christus ook niet van dood opgestaan. En wanneer Christus niet van dood opgestaan is, dan is ons predigen vergeefs en jullie geloven is ook vergeefs. In andere woorden, hij zegt, wanneer we daar niet aan geloven dat Jezus is gestorven, hij is opgestaan, dan is ons geloven vergeefs. En zo ik wil van daar reden van onze Grund van onze geloven. Onze geloven aan Jezus, die handelt zich om dat Jezus gestorven is en dat hij is opgestaan en dat hij waar leeft. Zo Jezus die kreeg een nieuwe körper, is hij is opgestaan weer van dood, dan leeft hij 40 jaar op deze aarde. En hij ging raam met mensen, hij ging en hij vertaalt met mensen en hij uit met mensen taub. En voor die wordt het twijfelig weer en zegt, best u werkelijk Jezus? Hij zegt, kom, voert me mal aan, schier me aan. En voor die wordt het twijfelig weer en hij zegt, ik zie werkelijk Jezus, ik zie opgestaan van dood. En zo, Jezus die had een himmlische körper. Als hij is opgestaan weer, hij had een himmlische körper. Wohin we dat weten is, hij had een nieuwe körper. De Jünger, die weer taub in een huis, en dat zegt dat de deren weer thuisgesloten. En op einmal hastig dan wie Jezus te ben, en weer met de Jünger taub. So ik wil jullie plus zijn, dat in de hemel, wanneer jullie derde wordt had thuisgesloten, ik kom daarna plus nog naar. Ik wil bis aankomen, because we worden niet körper hebben. En dat is wat Jezus deed. En zo Paulus, die versucht dat niet te proeven, een bewijs te maken dat Jezus is opgestaan. Daar wird geen trouble over. De mensen die geloofden dat. Maar wat hij deed, is hij bracht den kapitel om ons te zeggen dat we ook een nieuwe körper hebben. Want de meeste mensen, die wisten dat. Die werden ganz bekend met dat Jezus weer opgestaan. Excuse me hier. En zo, dit weer een ding wat jeder einer wist. Even zo'n mensen wat niet hadden Jezus aangenomen, die wat niet Jezus kan, die wisten ook dat hij weer opgestaan. En we zijn een beetje weggegaan van dit in de vandaagse wereld. En als een cultuur zijn we daarvan weggegaan, dat we niet meer ganz snel weten. Is het werkelijk zo? Kan het werkelijk zo zijn dat Jezus is gestorven? Leeft hij werkelijk? En mensen vangen aan te twijfelen. En wie wil dus vandaag in God zijn woord checken en jij dat komen, wat de duivel versucht ons met te twijfelen, dat hij opgestaan is. En vele mensen weten niet meer zo recht wat Ooster is. Ik heb mij allemaal met mensen gereed en zij willen vielleicht een werk afhalen, ver Oosteren, een werk nodig. Maar ik heb nog mal gevraagd, wat zo, wat wil je doen? Nou, vakantie is voor, nou wat is Oosteren? En sommigen zeggen, well, ze weten niet graag, heeft wat met te doen met Jezus, vielleicht die gestorven, maar kind zei dat zo is, vielleicht so bloß wat abgeschreven. Mensen vangen aan te twijfelen. En wie wil van der trek naar God zijn woord gaan en checken en bloß zeggen dat het zo is en dat we dat zeggen hebben. En zo, wanneer we teruggaan in 1 Korinther 15 vers 3, daar zegt hij, als eerstens hij kunt dat wiedergeven wat ik gekregen had. So hij zegt, als eerstens, we willen manchmal zeggen, oké, wanneer we in een meeting zijn, we willen wel wat duidelijk maken en zeggen, oké, eerstens wil ik dit zijn. En dat is wat hij hier zegt. Eerstens wil ik dit zijn. Christus heeft voor onze zinden gestorven, zoals geschreven staat. En hij is begraven worden en stond
am dritten Tag vom Tod ab, so es geschrieben steht. So, das sind meine 3 Points für die Botschaft von dir. Ich habe die abgeschrieben, wann gewählt, Jesus ist gestorben, Jesus ist begraben und er ist abgestanden. Das sind meine 3 Punkte von dir. Wie war das ein bisschen durchgehen, diese 3 Punkte? Und wie würde ich gerne sagen, dass diese 3 Points, das ist der Hauptgrund von unserem Glauben. Uns Glauben an Jesus, das ist diese 3 Punkte. Das ist das Evangelium. Wenn noch mal jemand wer fragt, was ist das Evangelium? Das Evangelium ist, dass Jesus ist gestorben, er stand ab, er war begraben und er stand ab. Das sind die 3 Hauptpunkte von unserem Evangelium. Und so, wie war hier zu dem mit wieder lesen und sagt, dass er stand ab, so es geschrieben steht, er leitet sich von Petrus sein und dann von den 12. So, Paulus sagt, dass Jesus der leitet sich sein von Petrus. Petrus hat ihm sein und die 12 Jünger, die haben sein. Na, wie wisst ihr weiter, dass Judas, der wie all dort, Judas, der nahm sein Leben, aber sie haben alle nie Jünger nennen gesagt, nie Disciple. Und so die 12, die haben sein, nur Herr leitet er sich sein von über 500 Brüder ab einmal. Und so 500 Menschen wird taub, mehrmal, dass er sich leitet von großen Schar Menschen sein. Und er sagt wieder, dass von daher nach dem ersten Leben, wann auch alle angeschlossen sind. Paulus der sagt, dass wenn ihr wel gut fragt, der legt dem ersten Leben nach, der weiß, dass Jesus ist abgestanden. Wann auch alle angeschlossen sind, some sind alle gestorben, aber der erste Leben nach, wenn ihr wurde gleich zu Frauen, gut redet mit dir, der weiß das, der wird dann, dass Jesus abstand. Und dann nachher weiß er sich dem Jakobus, dass Jesus sein Bruder. Ich dachte, das ist weg, so, wenn mein Bruder wird abgestoßen sein von dort, ich würde ein bisschen zu Zeit gekriegt und sagen, okay, nu werden wir verteilt, das war das dein Plan kriegt, also das wird jetzt hier kriegt alle an. Aber er leitet sich sein Bruder sein mit Jakobus taub und all die Apostel. Und zuletzt leitet er sich von mir sein, als einer der Büttertids geboren wird. Paulus sagt, dass er auch Jesus sein, wenn er auch nicht kriegt, der Tiet wir, nur dem der 40 Jahre als Jesus abgestoßen wird von dort, weil wir weiten in Apostelgeschichte 9, dort kommt Jesus nach Paulus, es hat ein Weg nach Damaskus erst und er redet mit Jesus. Und er sagt hier, dass er nicht die Zeit in der 40 Jahre, aber nur dem, dann traf er Jesus auch. Und das ist, was er meint, dass er Büttertids geboren ist. Und so, er leitet sich von diesen Menschen sein. Und wir können von der bloß einfach sagen, dass keine Zweifel, Jesus der lebt, Jesus der ist abgestanden, er lebt. Und das würde ich wel von der zu uns sein. So, mir hat diese 3 Points durchzugehen. Und wie würde ich gerne sagen, bloß, dass wir die Bibel haben, das allein, das ist genug für mich. Wir sagen da groß, das ist genug für mich, dass ich weiß, dass Jesus ist für mich gestorben. Und so, das ist genug für uns. Aber ich will von der ein klein bisschen durch die Naturerkenntnis gehen, ich würde gerne sagen, Medizinerkenntnis. Die Leute mal in Studium, an 19 in der Town, ich weiß auch nicht, wann das ist, an der Internet, das ist ein Dokument sein. Aber die gingen zurück nach der Bibel und brachten die Bibel, um einen Report zu merken, auch mit den Geschichten von dem Tag, da es Jesus gelebt hat, zum sein, dass das wirklich so wie, dass Jesus wie gestorben, dass er begraben hat und dass er abgestanden wird. Und so mein erster Punkt von der ist, er ist gestorben. Er ist gestorben. Und so, das war, wenn Johannes 19 lesen, dort wird der Tag, die sich reiten möchten, an den großen Sabbat. Und sie wollen nicht haben, dass die Todes am Sabbat am Kreuz hängen sollen. Da wenn früher und sei Pilatus, als die Todes nicht wird loten, die Beine brechen, dass sie können vom Kreuz genommen werden. So sie wollen sein, dass Pilatus hat gehört, wie wenn sie die Beine brechen, dass sie die können von Kreuz raufnehmen. Weil Luther mit mir noch dort kicken. Dann kamen die Soldaten und brechen den ersten die Beine und dann den anderen, der mit am gekreuzigt wird. Aber als sie nach Jesus kamen und sahen, dass er all gestorben war, brüchen sie ihm nicht die Beine. Aber einer von den Soldaten stürzt mit dem Spieß in die Seite und daran Blut und Wut darüber. Und so was das prüft, ist, dass Jesus der ist gestorben. Jesus, der wird tot und er ist gestorben. Wenn wir wieder die Prophezeiung bitte wieder gehen, 36 und 37, da sagt es in den Vers dort, dort ist geschrieben, dass keiner wird Jesus in seine Beine brechen, oder keiner wird am Knirkes brechen, und dass der Arm wird gestärkt werden. Und kriegst du passiert da. Und so, das ist kein Zweifel über dort. So, das, was den Report möchten, die brachten die Bibel an, das Science-Bücher, oder Science, oder History-Bücher, will ich sagen. Und so, ich kann hier some Bilder, ein bisschen sagen, wo sie Jesus Kreuzchen deuten.
So, dit wäre der Nägel, der wäre vielmal von 5 bis 7 Zoll lang. Und Jesus dachte sich, hier ist das so groß Buber, das gelenk, der Nägel durch, wenn die Geschichtenbücher sagen, dass 30 Jahre vor Jesus gekreuzigt wird, dann wird in der Hand die Nägel durchgedaan. En dan nog in een feit, aber manchmal dann reitet die Hand durch, wenn das hier wirkt, Fleisch, und die Hand die reitet durch, und dann kann der Reiber loskommen von einem Kreuz. Und so der Reimer, der wäre sehr gut mit Kreuzchen, der hat sich das alle uitgefigert, wo das zu tun. Und so sei da Jesus Kreuzchen, groß Buber das gelenkt, wenn je war der Pfeil, das ist der ganz Weg. Und so da ging der Nägel durch, der ging Krieg zwischen die Knärkes durch, das wir von ein paar Ursachen. Ein, dass der Krieg durch die Sehnen durchgehen, und das gibt grausam sei weiter, und der hängt, der holt der ganz taub, die können sein, ob das Bildenbild, wo das da. En so, dat we eindenken, en ze willen de grote ouderen alle bezit treffen, dat het niet worden grote ouderen treffen, dat het worden langzamer, weiter den langsamer dood zijn. Wenn ze een ouder worden, wordt het hastig uitbladen. So, dat is eindenken, wollen ze dat hier daar, en dat zal beter houden, dat die niet op eenmaal weer, wo het kunnen loskomen, en van het kriets kunnen loskomen. En dan het nächste is, was ze in een fight deden, de Nägel durch. Hier kan je ook zijn dat der zwischen de knarkers, want je later wel hebt je een foutfall, dat een weekje steht, wo de Nägel durchging, en ze daar een bus gelijk om poelen aan. Ab vielleicht hat ein Movie oder Bilder, wo ich vielleicht einmal gesehen habe, dass ein Fout, wo die Boven stehen. Aber das ist wirklich nicht so, dass das passiert. Dann wird bis gleich an einem Kreuz genäht und das gelenkt muss bis Eva B und so dort. Und so wird es dort mit der Fight angenäht. Met de Nägel. En so wat ze willen is dat dat wordt bloß alles aan 3 Nägel hängen. De ganze weg zal alles hängen op 3 Nägel, bis tot dat het meer weiter wordt zijn. En dan het nächste beeld is, hier kan je een beetje zijn, viele mensen die stecken am Kreuz, because wenn die nicht genug Kraft haben, sich eine Hecht zu holen oder mit der Fight nur zu schieben, dann klappt dann die Lungen taub und dann können sie nicht mehr Luft holen. En dat wohin dat groot weer verder in Sabbat, groot verder in groot en fast. En dat wohin ze naar Pilatus gaan zei, dat am de Bein breken, waar die alle de Bein breken, wenn es van de Bein einmal gebrochen sind, dann können sie sich nicht mehr anheben. En das schrieben, der sagt, dass wenn sie die Beine nicht gebrochen haben, dann geht es manchmal bis ein paar Minuten. Und dann wird der Mensch tot und wieder gestärkt, wenn der kann sich nicht mehr anheben. Aber wir lesen da groß, sobald Jesus wird, der hat die andere Beine, soll die Beine gebrochen, und dann sobald Jesus. En Jezus breukt ze niet de bein, wenn Jezus de weer al gestorven. Mij wat keiner een bein breken, mij wat keiner het leven nemen. Ik wil aankomen naar de eerd en ik wil mijn leven doorleiden voor jullie. Ik wil mijn leven aanleiden. Keiner wat mijn leven nemen. Ik zie je komt om te dienen. Ik kom te mijn leven geven. En zo, dat is niet dat ze am dood merken, ja, die had am Seier verpetcht. En we hebben dat niet vergeten, dat zijn regen weer ganz cool. Die wippen, wat de haar am had verwippt. Die had het vlees losgereten. Jedes Mal, wenn sich auf eine Hecke holt, lang den Bein, dann schiert er an den Pool an. Aber Jesus, der starf, dat hij handgeeft, zijn jes handgeeft, hij schreef luid uit. En hij zei, nu is het alles fertig. Nu is het fertig. Dat is alles bedoeld. En ik geef mijn jes hand. Keiner neemt zijn leven, hij geeft zijn leven hand voor mij. En voor die. Point nummer 2 is, am wordt begroofd. So am wordt in een graf neergedaan. En Christi hadden de gelegenheid, wie wir das some jaar terug in Israël, wie wir da bij den Stein, wat ze geloven, wat de graf is geweest, wo ze Jezus neemt daar. Wie gingen daar neemt, dat we een van mijn beste tijden daar, geloof ik. In Israël. En op een wordt in een andere graf neergedaan is wat we van daar doen. We bis in een steiner heil en dan wordt een stein vergedaan. En hier is de Geschichte, Matthäus 27. De nächsten Morgen zijn we gestorven. De nächsten Morgen, dat is als de eerste Fastdag ever weer, sammeln zich de Pharisäer en Hohepriester voor Pilatus en zeiden. Ons is groot bijgevallen dat de Schwindler zegt, als hij nog leeft, dat hij am 3 Tage van dood afstoßen wordt. So, das Schwindler hier, zijn naam, dat Schwindler, dat is einer, wat den anderen hing am Licht führt. En so, deze Pharisäer en de Hohepriester, die komen op eenmaal, zij merken een meeting en zeggen, hey, ons is bijgevallen wat Jezus zegt. Hij zegt actually dat hij wordt afstoßen van dood. En ik kan je zeggen, mij trouwelt dit. Wenn ik denk, so, wo zijn de Jünger? Der ist mit den Jüngern top gegangen, die ganze Zeit. Die Jünger sagten, wo in einem Haus hatte der Tür geschlossen, da wenn Jesus ist gestorben. Denkt ihr doch nicht, dass Jesus sagt, dass er wird abstehen? Ich dachte, ich würde gleich zu sein. Ich würde gleich zu sein, dass Jesus absteht und bloß einfach aus dem Grab rauskommt. Aber diese Pharisäer und die Hohepriester, die kommen auf einmal und sagen, uns ist beifall, dass die können auf einmal doch sein, dass die abstehen.
Und so, dann haben sie da Meeting zum sein, was sie wollen tun. Und dann sagt er, dann jaf Ordnung, die ersten 3 Tage streng über das Graf zu wirken, dass seine Jünger nicht kann kommen und am Weg stehen und die Menschen sein, er ist von dort abgestoßen. Dass die Menschen nu zu Latz nicht euer angeschmert worden als die erst. So sie sagen, sie merken, dass sie hier, dass Jesus hat die Menschen angeschmert und wenn er nun noch einmal wird weich sein, dann wird es noch eine große Nachgerate die Menschen anschmeren. Und dann sagt Pilatus sagt dann, du hast die Soldaten. Hier sind all die Soldaten, was ihnen fehlt, Post ab. Und dann sagt er, du gut und merkt, dass sie sicher als sie kann und sie gingen und versichern, dort Graf damit, dass sie den Stein verseelen und Soldaten anstellen zu werken. Das verseelt, dat mein Ziel, op Engels sagt dat sejado, dat Ziel, dat een beetje van wie tofelen aanleiden met dat bakken je cement in de tofelen. Zij daar dat touwsmeer en dan den Stein de non-raal, dat het zal bis ganz sicher zijn dat keiner wordt Jezus dat kan uitnemen. En so, wat mij interessant is dat Maria Magdalena, die gehen den nächsten Samaris, oder die gehen das Samaris hin, und sie wollen Jesus anschmieren. Wenn den Feierabend haben sie nicht Zeit gehabt, um seinen Körper reinmerken, hat ihn bis angerollt in einem Grab zu tun. Und so, sie wurden vielleicht nicht angedacht, dass dat nicht mal gewusst hat, dass die Soldaten sind, dass das teuer wie das Grab. Because ab dem Weg, als sie da hingehen, dann bereden sie sich und sie fragen, wer wird uns den Stein wegrollen? Das ist ein schwerer Stein, wer wird das für uns tun? So, ich glaube nicht, dass sie hier abgerechnet, dass da Soldaten sind und dass die teuer Ziel sind. Aber was ich will merken mit diesem Point ist, dass er begruft ist, das ist ein sehr wichtiger Point für uns, zu uns Evangelium. Von der Zeit, wie hier ist, der zu taufen. Und begraven, dass wir ein Symbol auch von, oder wenn wir taufen, dann das auch ein Symbol von, dass das alte Leben als Eva. Wenn sie in das Grab nachchecken, I'm sure Jesus, der wird da nicht, da wird keine Knärkes da, er hat einen nie Körper. Und das war das meint für uns, wenn wir Taufas haben. Wenn wir Taufas haben, dann sagen wir gehen enger und das alte Leben da bleibt hängen und wir können nicht mehr nie Leben gehen. Wir können nie Leben anfangen zu wollen. Das, was wir an die T-Shirts alle anhaben, nie Leben. Und in Reimer saß, da sagt es ist das. Wir werden durch den Deupen mit am Taub im Tod begraven, dat zo als Christus durch den Vorder seine Herrlichkeit können, vom Tod abgewagt worden, wir können ein neues Leben wandeln. Und so durch dort, dass Jesus begraven wird, beweist dat sein altes Leben wie hängt und er stund ab mit einem neuen Körper. Er hat einen neuen Körper und durch dort haben wir auch nu die Kraft, dass wir in ein neues Leben wandeln. Und so ich will all die Mut merken, was ich habe taufen lassen. Leef nu, wandelt nu in het nieuwe leven. Nu is het leven niet, wandelt, blijf daarbij in dat nieuwe leven. En voor die wat hier zijn, al lang getauft zijn, blijf daarbij. Blijf daarbij in het nieuwe leven leven. We kunnen in dat nieuwe leven leven. En zo dat is hoe het wichtig is, dat verstaan, dat hij begroefd is. En so nog eenmaal war point nummer 1, hij starf. Nummer 2, hij werd begroefd. En dan nummer 3, hij leeft. Matthäus 28,1, aus der Sabbat, Eva wir tidig den ersten Tag in der Weg, gingen Maria Magdalena und die andere Maria das Grab zu besehen. Und horchte passiert ein großes Erdbeben, als den Herrn sein Engel kam vom Himmel rauf und roll den Stein weg und sah sich der Boven durch. Ich glaube, das ist sehr interessant. Hat den Stein weggerollt, hat vergrüßt ein Erdbeben wie Menschen voll der Hand, wenn sie dort sind, und sagt auf dem Stein, sagt, will ihr noch mehr? Nou, ik weet niet wat hij zegt, of ik would ha. Maar anyway, hij zat zich op een stein door en dat zegt dat zijn gezicht schijnt zo als dat blitzen, zijn kleider werden zo wit als de Schnee. En die wachten vervierden zich zo zeer dat zij zetteren handvallen en als wanneer zij dood werden. Maar de engel zegt zu de vrouw, vergeet niet, ik weet dat je den zieken, den Jezus zieken, die door je gekreuzigt wordt. Hij is niet hier. Hij is opgestaan, zoals hij zegt. Dus de engel, der hoopt er ook nog waar denken. Dus denkt u dat gleich? Dus hij is opgestaan, kijk zoals hij zegt. Kom, kijk hoe hij gelegen heeft. Dan gaat Sven en zegt de jongen dat hij van dood opgestaan is. En daar hij ver naar Galilea gaan wordt. En daar wil je am zijn. Ik heb je het nu gezegd, dan gingen ze Sven vom Graf weg met Furcht en grote vrede en randen naar zijn jongen en zeiden dat aan. En als zij gingen zijn jongen dat te bereichen, dan bejenen ze Jezus en bereist aan. Dan bejenen Jezus aan en bereist aan. So Jezus komt entgegengegaan en bereist aan. Als dat, ik geloof, waar je wieder lesen, en ze gingen nodig.
hielden an seine Feit, schneiden ver am Doel, und dann seht ihr es an, verchüt nicht, gut sag ich meine Brüder, dass sie selber nach Galiläa gehen. Da wollen sie mich sein, und als die frühes gingen einige von der Weg da nach der Stadt, in der Stadt nahen und sehen, der hohe Priester, alles, was geworden wäre. Und als sie mit der Ältesten taub wären und beroden, was sie nu waren, es war eine große Prediger-Meeting mit der hohen Roten und der Priester und der Pharisäer sind taub, und es war eine Meeting zu sein, was sie nu waren, wieder wel down. Jeven sei die Soldaten eine große Sammlung Geld und Seden. So sie bekaufen die Soldaten da, und dann sagen sie, sag den Menschen, seine Jünger kommen danach, so wir bis alle das klar haben, wir alle dieselbe Geschichte bleiben, weil wir alle dasselbe sein, so sag ich bloß zu den Menschen, dass die Jünger kommen danach, als wir schleifen und stehlen am Weg. Ich meine, wo würden sie das haben, wenn sie schleifen, weiß ich, dass die Jünger am Weg stehlen. Aber wir müssen lernen, was sie sich abstellen. Und dann sagen sie, und wenn der Gouverneur dort was hier zu hören kriegen, wenn er was noch höher gehen, dass der Gouverneur dort was hier, das ist auch nicht in Trouble. Wir waren am zufriedenstellen. Und wir waren den Gouverneur auch bloß noch bekämpfen, zodat je nicht kein Trouble wat kommt. Wir waren abpassen für ihn, dass je kein Trouble wat kommt. Hier sich das bekannt, dass die da was bekaufen hat dort, dann nehmen sie das Geld und deuten sie es und gesagt wird. Und die Geschichte erst manch der Juden, was von der und da verspreit. Die Menschen, die wissen das. Die Menschen wissen, was da passiert wäre. Und so hier ist das Ding. Diese 3 Punkte, das ist hochgrund an unseren Glauben. Jesus, der starb, Jesus wird begraben und er lebt. Jesus, der starb für unsere Sünden, um die Sünde betont. Und an Jesus, der wird begraben, sodass wir uns altes Leben auch können hängen lassen an ein neues Leben wollen. Das wollen wir von der Taufhaus haben. Und dann Nummer 3 ist Jesus, der lebt. Jesus, der lebt, und mit den selben Jesus, Gott sein Jesus, was Jesus abweicht von dort, der lebt in dir. Und in mir. Wenn du hast Jesus angenommen, denk dir das mal über. Der Jesus, was Jesus abweicht von dort, der lebt in mir und in dir. Und dann kommt es darauf an, dass wir Menschen sagen, oh, well, mit mir ist es so wenig. Und ich weiß nicht, was ich das soll. Und wenn ich auch mal stark bin, und wenn ich auch, und das, mit mir ist es nicht. No. Horch mal. Dus wenn Menschen sind, dort Dinge sagen, ich denke danach mal, hier am Rohr, hier ist ein Stadtkante, und fangen an zu leben und dort nie leben. Wenn du hast denselben Jesus, was Jesus hat abgewagt von dort, der lebt in dir. Du kannst einfach in ein siegreiches, in ein vollab Leben. Du hast den Jesus in dir. Und so in Römer 10, Vers 9 sagt es, wenn du glaubst in dein Hart, und dass Gott hat Jesus von dort abgewagt und du deine Sünden bekennst, dann wirst du selig. So, dann wirst du selig. Wenn du das annimmst und das glaubst. Und so wie wir von dir bis jeden dort kommen mit den Zweifel, ist es so oder kann es sein, oder ist es wirklich so, dass Jesus ist abgestanden? Ja, er ist abgestanden. Er starb, er wird begraben und er lebt. Ich würde fragen, dass ihr abstehen, ich will bis für ihn beten. Und ich will besonders Mut merken für die Dads, die hier sind. Ich hier ein Mann, er sagt, dass er hat gleich lange Träger auf einer Mana-Konferenz geredet. Wir haben einen Mana-Top gewesen. Und er hat den Mut gemerkt, diesen Staub zu merken, dass sie wirklich an Jesus glauben, Leben hingeben. Und er sagt, dass er hat zu Latz aufgemerkt, dass die können nach Fähre kommen, dass die Menschen können Jesus annehmen. Er sagt, dass wir ein großer, ein starker, hoher Mann nach Fähre kommen. Und sein kleiner Junge, der wir hängen herangekommen, kriegt in der Fout stoppen, hat er versucht, kriegt so zu stoppen, so sein Daddy. Und er kommt auch nach Fähre. Und so, den Idee, was ich davon rede, jene Jungs, jene Familie, die kijkt op naar jent. Wat haben wir hier gedaan? Als je den ersten Staub neemt, als je Jezus hat angelebt, oder als je in dat nieuwe Leben wandelen, because je hat Jesus in jent, der Jesus, der lebt in jent, leef je in dat nieuwe Leben, because somebody kommt hinter jent und Staub kriegt in jene Foutstoppen. So, ich will jent was mitmachen, besonders Dads und die Lehrer im Heim, Ladies, Jugend, ich will jent was mitmachen, weil das einfach den ganzen Weg gehen und in das neue Leben, was Jesus für uns hat. Und wir können das annehmen, wir können das leben. Und das ist das Ding, erst was sage ich, wenn wir dort in uns Hart leben, dass Gott hat Jesus von dort abgeweicht und unsere Sünde bekannt mit uns Müll, dann war wir rat.
Und manchmal ist es so einfach, dass wir das nicht tun. So, ich will etwas von der merken, wir das annehmen. Das Prayer-Team, das wird hier fertig rein sein. Sie wollen für jemand beten, wenn jemand Gebet fehlt, die kann irgendeine Zeit kommen. Ich will noch mit jemand beten, dann kann ihr rausgehen. Und in der Fairlife, da sind Osterkirchen, und je kann da bleiben, Kaffee trinken, und hier mit das reden, was ich kann lauten taufen, und bloß Mut wünschen, und Sehen wünschen. Und aber ich will bis Tau merken mit dem Gebet, mit jemand aller Tau. Dankeschön, Jesus, dass wir dein Wort haben. Dankeschön, dass wir nicht zweifeln. Wir kommen bis jeden den Zweifel, was wir manchmal wundern, ist es so, kann es so sein. Wir nehmen das einfach an im Glauben und wir wollen von der an bis in das neue Leben wandeln. Dankeschön, Jesus, was du hast getan am Kreuz. Dankeschön, dass du unsere Sünde begraben hast, gestorben bist. Dankeschön, dass du begraben warst und das alte Leben hängen lässt, dass wir auch keine Hoffnung haben, ein neuer Körper zu haben, uns Leben hier nu all anstellen, dass wir das alte Leben hängen lassen. Dankeschön dafür. Und Dankeschön, dass du lebst. Dankeschön, dass du in uns lebst. Dankeschön, dass dein Geist in uns wohnt, in uns lebt. Help uns, dass wir bloß Glück stehen und für das Leben, was du uns hast vererbt. Dankeschön, Jesus, dafür. Ich bete und sehe, dass jeder einer, was hier ist, besonders über die Dads, die Lehrer sind im Heim, dass sie bis das in Staub nehmen mit ihrer Familie taub, dass die Jungs, was herumkommen, die Girls, was herumkommen, dass sie bis in den Feldstaub können gehen von den Vater. Dankeschön dafür. Und ich bete bloß nur in Sicherheit über jeder einer, was hier ist, wenn wir rausgehen und Austria haben mit Familie taub und vielleicht reisen und taubkommendes haben, mit Menschen verteilen, mit Geschwistern taub sein. Ich bete bloß in Frieden über jeder einer, Sicherheit, dass jeder einer was sicher bleiben und dass wir bis keine Gaude aus der Zeit haben, die hier geben. Wir sind die Gaude, wir beten in Jesu Namen. Amen. Du raubst mich dort grof bin du raubst mich da meine Schau. Ich sei dort alle Aspen dort nie hast gekommen. Nu har Stunde ums Kraft. Ich kann leben an Jesus, har du gett oss frihet. Nicht mehr gebunden sind dem Distren. Ich lebe in deiner Leben Schönheit, har du gett oss frihet.